Ja, heute muss Hochdeutsch sprechen. Ich habe heute Morgen ein bisschen länger geschlafen, bis 7:30. Normalerweise stehe ich um 6 auf. Allerdings bin ich erst um 3:30 ins Bett. Ich habe bis um 3 Uhr gearbeitet. Heute Morgen. Also, wenn du müde bist, heute einen Kirchenschlaf machst, dann gebt ihm einen Schubs. Und wenn ich einschlafe, gebt mir auch einen Schubs. Wir haben die letzten beiden Male, als ich hier geredet habe, haben wir darüber gesprochen, wie wir Satan in unserem Leben widerstehen können. Wir haben uns angeschaut, dass wir Autorität haben über alle Macht Satans und dass er uns keinen Schaden zufügen kann, wenn wir zu Jesus gehören. Und heute wollen wir uns nochmal eine Stelle anschauen, was die Bibel sagt, wie wir Satan in unserem Leben überwinden können. Und das, wenn ihr die Bibel dabei habt, dann schlagt auf Offenbarung 12, Vers 10b und 11. Da steht der Ankläger unserer Brüder. Und ihr wisst ja mittlerweile, das müsste eigentlich genauer übersetzt sein, unsere Geschwister. Mal sind die Schwestern genau gleich inbegriffen vom griechischen Wort her. Der Ankläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagt, Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht lieb gehabt, sondern haben es hingegeben bis zum Tode. Satan ist der Ankläger, der uns vor Gott verklagt, und da steht Tag und Nacht. Tag und Nacht. Er verklagt uns vor Gott und auch vor uns selber. Und das ist eigentlich sein Job. Das ist das, was er macht. Er verklagt uns an vor Gott und auch vor dir selber. Er sagt dir auch immer wieder, wie daneben du bist, was du alles Schlechte gemacht hast in deinem Leben, in deiner Vergangenheit oder immer noch machst. Er klagt dich an und er sagt dir, du bist so daneben. Du bist so daneben, du bist so falsch, du bist nicht richtig. Du bist ein Versager, eine Versagerin. Du bist nichts, hast nichts und kannst nichts. Eigentlich eine totale Niete. Also er klagt uns an, verdammt uns, macht uns Vorhaltungen und will uns möglichst runterbringen. Oder aber bei den Menschen, wo das nicht so klappt, da macht er es umgekehrt, da hebt er uns hoch. Und er sagt dir, hey, du bist gut. Du bist besser als die anderen. Du hebst dich ab. Du bist intelligenter, du bist schöner, etc. Er hebt uns hoch, nur damit er uns daneben fallen lassen kann. Das ist eigentlich im Grunde genommen dieselbe Strategie dahinter. Er will dich besiegen, er will dich berauben, er will dich runterbringen, runtermachen und schlussendlich sagt uns die Bibel, er will dich vernichten, zerstören, umbringen. Das ist das, was er will und das macht er auch. Und im Griechischen steht hier das Wort für Ankläger, steht, könnt ihr es lesen? Kategor oder Kategior ist das griechische Wort. Kategor. Und unser deutsches Wort Kategorie hat eigentlich denselben Wortstamm. Kategor. Und das bedeutet eigentlich aufzeigen, verraten, urteilen, einteilen. Einteilen. Also Satan will uns einteilen in eine Kategorie durch sein
anklagen durch sein Einteilen. Er will dich in eine Kategorie hineinstecken und dir sagen, du bist so. Du bist so. Du gehörst zu dieser Kategorie von Menschen. Zum Beispiel eben, du bist so ein Mensch, der daneben ist, der unbrauchbar ist. Schau dich doch mal an. Gott kann dich doch nicht gebrauchen. Wenn du dich anschaust, geht doch nicht. Und du sagst, wenn du dich dann anschaust, ja, stimmt eigentlich. Eigentlich stimmt's, ich bin unbrauchbar. Mit meinem Charakter, mit meinen Schwächen und Fehlern. Er will uns in eine Kategorie hineinstecken und er will, dass wir ihm auch glauben dann schlussendlich. Und ich selber habe früher immer gedacht, es gibt zwei Kategorien von Menschen. Es gibt die Siegertypen, die Gewinnertypen und es gibt die Verlierertypen. Und ich gehörte natürlich zu den Verlierertypen. Habe ich gedacht, wirklich, es gibt zwei Kategorien von Menschen. Heute weiß ich, weil ich die Bibel kenne, Sieg oder Niederlage hängt ganz davon ab, wie wir leben mit Gott, wie wir leben mit seinem Wort. Ihr könnt es zu Hause nachlesen, Psalm 1, 1-3. Wenn du Erfolg willst, wenn du siegreich sein willst, dann lebe im Wort Gottes. Nimm das Wort Gottes, füll dich mit dem Wort Gottes, dann wirst du ein Siegertyp sein. Und dann wende das an, was wir heute Morgen hören. Du wirst ein Sieger sein, ein Siegertyp. Oder er sagt dir, es gibt Versager und Erfolgreiche und wahrscheinlich gehörst du zu den Versagern. Oder eben er sagt dir, du bist besser, schöner, intelligenter. Und er baut vor uns diese Stolzfalle, damit wir da hineinfallen. Und dann sagen, ich bin jemand. Ich hebe mich ab vom Durchschnitt. Und die Bibel sagt, Gott widersteht den Stolzen. Gott widersteht den Stolzen. Und wenn wir in diese Falle hineinfallen, in diese Stolzfalle, wenn du da hineinfällst, dann sagt die Bibel, dann hast du Gott nicht als Freund, sondern als Gegner. Er widersteht dir. Er widersteht dir. Du sollst dem Teufel widerstehen. Und du sollst nicht erleben, dass Gott dir widersteht. Aber wenn wir in diese Stolzfalle hineinfallen, dann widersteht uns Gott. Und genau da möchte Satan dich ja haben. Genau da möchte er dich, weil da hat er dich erwischt. Oder dann gibt es noch diese Kategorien, wo er uns einteilen will. Er sagt dir, du bist zu alt. Oder aber er sagt dir, du bist zu jung. Er wird dir nie sagen, du bist genau richtig. Das sagt er dir nie, sondern du bist immer falsch. Entweder zu alt oder zu jung. Oder er sagt dir, du gehörst zu der Kategorie der, hat er mir auch früher immer gesagt, zu der Kategorie der Melancholischen. Du bist so ein melancholischer Mensch. Und du hast nun mal einfach diese trübsinnigen, dunklen Phasen in deinem Leben. Du gehörst zu dieser Kategorie. Und ich habe gewusst, ich gehöre zu dieser Kategorie. Und ich habe das geglaubt. Und ich war so. Ich hatte meine dunklen, trübsinnigen Phasen. Oder er sagt dir, du bist ein depressiver Mensch, das gehört zu dir, mit dem musst du leben. Und du lässt dich einteilen von ihm und glaubst ihm das. Und du meinst, es gehöre einfach zu dir. Du seist einfach so. Dass du so zwischendurch so diese depressiven, melancholischen, bedrückten Phasen hast. Oder dann gibt es die Menschen, die meinen, sie gehören zu dieser Kategorie, wenn sie korrigiert werden, dass sie dann immer ausrasten müssten. Kennt ihr die? Die dann jedes Mal, wenn man ihnen etwas sagt, sind sie eingeschnappt. Haben Schwierigkeiten damit. Ich habe bei mir im Geschäft so eine Person. Jedes Mal, wenn ich den korrigieren muss oder ihm etwas sage, was ihm gerade nicht passt, dann ist er furchtbar eingeschnappt. Extrem. Alle wissen das. Er gehört zu dieser Kategorie der Menschen, die eben, wenn man ihn korrigiert, dann
total eingeschnappt ist. Eine gewisse Zeit. Das Schöne bei ihm ist, nach dieser Zeit kommt er wieder und sagt, Entschuldigung, es war daneben. Er ist nicht Christ, aber er macht es trotzdem. Finde ich schön. Aber die anderen sagen halt, er ist einfach so. Er gehört zu dieser Kategorie von Menschen, der immer eingeschnappt ist, wenn du ihm etwas sagst, was ihm gerade nicht passt. Er gehört zu dieser Kategorie. Und so versucht Satan auch dich in deine private, persönliche Kategorie einzuteilen und dir zu sagen, du bist einfach so. Du bist einfach so. Er will dich schubladisieren. Und eine Schublade, habt ihr schon gesehen, hat so diese 4 Wände ringsherum und sagt, das sind deine Grenzen bis hierher. Das ist dein Gebiet. Möglichst eng und klein. Kleine Schublädchen. Und er sagt dir, du bist so. Du kannst nichts ändern. Du warst schon so, du bist so und du wirst immer so sein. Arrangier dich halt damit. Mit dem musst du leben, so bist du. Und wenn wir das zulassen, wenn du das zulässt in deinem Leben, wenn du diese Kategorie, diese Schublade hinnimmst und akzeptierst, dann wirst du auch da drin bleiben. Dann wird sich nichts verändern in deinem Leben. Und dann bist du weit weg von der Ebene, die Gott für dich gedacht und geplant hat. Dann bist du weit weg vom Plan Gottes für dein Leben. Dann lässt du dich begrenzen und einengen und kommst nicht in deine Berufung hinein, die Gott für dich geplant hat. Das ist eine Lüge Satans. Glaub ihm nicht länger. Satan belügt dich. Er sagt dir, du bist eben so. Punkt. Schau mal zurück, war es schon immer so. Du hast eben diese Schwäche in deinem Charakter. Du hast eben diese Prägung. Du bist einfach so von deinem Temperament her, deine Verletzungen. Du bist so, dass du immer gleich reagieren musst. Das gehört zu dir, das ist ein Teil von dir. Und eigentlich, wenn du es genau anschaust, sind ja deine Eltern schuld. Und noch deine Lehrer. Und vielleicht noch dein Lehrmeister oder was auch immer. Auf jeden Fall ganz sicher auch die schwierigen Umstände, in denen du drin warst. Die waren schuld, dass du so bist. Eigentlich kannst du gar nichts dafür. Du bist nur ein Opfer. Aber es ist halt jetzt so. Nimm es hin, arrangier dich damit. Lebe damit so gut wie es geht. Und dann kommst du irgendwie schon über die Runden. Nein, das ist eine Lüge Satans. Die Bibel sagt, wir sollen triumphieren. Mal über den Schubladenrand hinausschauen. Was Gott für dich bereitet hat, was Gott für dich geplant hat. Das ist so viel. Das ist so viel, was Gott für dich vorbereitet hat. Lass dich nicht mehr einteilen. Lass dich nicht mehr belügen, wenn Satan dir sagt, du bist halt so. Du hast halt diese melancholischen, depressiven Phasen. Du bist halt so, dass du immer wieder so reagieren musst, dass du nicht anders kannst. Lass es nicht mehr zu, dass er dir sagen kann, es gibt einfach Dinge in deinem Leben, die kannst du einfach nie. Nie. Es gibt so dieses geflügelte Wort, sag niemals nie. Sag niemals nie bei Gott. Weil Gott hat einen Plan für dich, für dein Leben. Und Satan will nicht, dass du in diesen Plan hineinkommst. Er will das nicht. Er will das verhindern. Die Bibel sagt in Psalm 5, Vers 9, sagt David zu Gott, du hast einen Plan für mein Leben. Lass mich ihn erkennen. Das ist auch mein Gebet für mich. Du hast einen Plan für mein Leben. Lass mich ihn erkennen. Nach der guten Nachricht-Übersetzung. Und dieses Gebet kannst auch du beten. Gott hat einen Plan für dich, für dein Leben. Gott hat einen Plan für dich, speziell für dich, den nur du kannst. Aber der Teufel hat auch einen Plan für dich. Und sein Plan für dich sieht so aus, dass du nie in den Plan Gottes hineinkommst.
Er sagt dir, das kannst du nicht. Unmöglich, vergiss es. Schaffst du nie. Du Versager. Kommst da nie hinein. Und wenn du den Plan Gottes erfüllen willst in deinem Leben, dann musst du heraus aus deiner Schublade, heraus aus deiner Kategorie. Du musst heraus. Du musst heraus. Lass dich nicht mehr begrenzen von Satan. Lass dich nicht mehr berauben, unten halten, belügen. Weil das ist das, was er will. Er will dich unschädlich machen, er will dich unbrauchbar machen für Gott. Er will dich abhalten, davon in das Bild zu kommen, das Gott von dir hat. Die Bibel sagt, Johannes 10, Vers 10, der Dieb ist gekommen, um zu töten, zu schlachten und zu verderben. Das ist Satan. Für das ist er gekommen, das ist sein Plan für dich. Dich berauben, töten, schlachten, verderben. Dann sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben und die Fülle haben. Das will Jesus für dich, das Leben und die Fülle. Fülle, Überfluss steht da im Griechischen. Damit du das Leben und Überfluss hast. Nicht überflüssig bist, sondern Überfluss hast. Das will Gott für dich. Das ist sein Plan für dich. Überfluss und Leben. Göttliches Leben. Deine Depression, deine melancholischen Phasen oder was auch immer, deine Begrenzungen, dein immer wieder so reagieren müssen, nicht anders können, deine Süchte, deine heimlichen Süchte, die vielleicht gar niemand kennt, das ist das, was Satan für dich will. Das ist nicht der Plan Gottes für dich. Das ist deine Schublade, wo er dich festhält darin. Und Satan sagt uns oft nur über unsere Gefühle. Er sagt dir, du gehörst in diese Kategorie. Und du bleibst in dieser Kategorie. Denk mal darüber nach, du hast es schon so oft versucht, da hinauszukommen und hast es nicht geschafft. Also vergiss es doch. Nimm es einfach hin. Du bist einfach so. Gott hat dich ja schließlich gemacht und du bist jetzt so. Du hast es schon so oft versucht. Und die Bibel spricht zwar von Freiheit, aber das ist irgendwie so ein schöner theologischer Begriff, den du nicht erleben kannst. Also nimm dich einfach so an, wie du bist und bleib so, wie du bist. Es gibt keine Veränderung, es gibt keine Hoffnung, es gibt keine Freiheit. Nein! Das ist eine Lüge Satans. Glaube es nicht mehr. Ab heute glaube nicht mehr, dass deine Schublade, in der du bist, der Wille Gottes ist für dich. Dass deine Kategorie der Wille Gottes ist für dich. Sondern das sagt der Kategor, der Ankläger, der Einteiler. Sagt dir, du bist so und du bleibst so und du gehörst dazu und es wird immer so bleiben. Glaube es nicht mehr. Glaube es nicht mehr. Satan kann gar nicht anders. Er kann gar nicht anders. Er muss von seinem Wesen her, muss er so handeln. Dich anklagen, einteilen, verklagen, verurteilen, verdammen. Das ist der Kategor. Das ist sein Job, den er macht. Und diesen Job macht er mit Ausdauer und Hingabe. Und du kannst ihn überwinden. Du kannst ihn überwinden. Und darum ist es wichtig, dass wir das erkennen und wissen, du bist deinem Schicksal nicht ausgeliefert. Du bist deiner Kategorie nicht ausgeliefert. Du bist so, wie du bist, dem nicht ausgeliefert. Sondern Gott möchte dich verändern in das Bild, das er von dir hat. Gott möchte dich herausführen aus deinen Begrenzungen, aus deiner Schublade, aus deiner Kategorie. Und darum ist es wichtig, dass wir das erkennen, was dieser Kategor, Satan, der Ankläger, was der macht, damit wir dann auch diesen nächsten Vers, den Vers 11, verstehen und richtig anwenden können. Weil den wollen wir uns jetzt anschauen. Und dieser Vers 11, der zeigt uns eine geistliche Gesetzmäßigkeit auf.
die jeder von uns, wenn wir das wollen, anwenden können. Geistliche Prinzipien, wie wir Satan und seine Lüge, seine Machenschaften überwinden können und in die Freiheit, in die wirkliche Freiheit hineinkommen können. Dass wir diese Freiheit, die Jesus erwirkt hat für dich und für mich, dass wir diese Freiheit wirklich erleben, nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch, ganz real, und dass wir hineinkommen in den Plan Gottes. Und hier gibt uns die Bibel im Vers 11 3 klare Anweisungen, was wir tun können, tun sollen, um Satan, den Kategor, in unserem Leben zu überwinden. Da steht, und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes. Sie haben ihn, Satan, Kategor, überwunden, um des Blutes des Lammes. Du kannst Satan in deinem Leben überwinden durch das Blut des Lammes. Wer ist das Lamm? Wer weiß das? Natürlich, ja, wir wissen das alle. Jesus, Johannes der Täufer, als er Jesus gesehen hat, wie er zum Jordan gekommen ist, hat er gesagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Er hat nicht gesagt, dass meine Sünden hinwegnimmt, sondern er hat gesehen, diese Erlösung, die dieses Lamm Gottes, die Jesus bewirken und erwirken wird, die gilt für die ganze Welt. Die ganze Welt kann, wenn sie will, Erlösung haben durch das Blut des Lammes Gottes. Die ganze Welt. Es reicht für die ganze Welt, diese Erlösung, die Jesus erwirkt hat. Durch dieses Blut hast du Vergebung. Vergebung von deiner Schuld, von deinem Versagen, von deiner Vergangenheit. Und dieses Blut vergoss er, sein Blut vergoss er aus Liebe zu dir. Aus Liebe zu dir. Und wenn du der einzige Mensch wärst auf dieser Erde, er hätte es gemacht für dich, damit du wieder in Beziehung kommen kannst zum himmlischen Vater, damit diese Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist, damit du Vergebung bekommst, Vergebung von deiner Schuld durch sein Blut. Es geht nur durch sein Blut. Aufgrund von deinem Leben, sagt die Bibel, bildlich gesprochen, gibt es vor Gott so ein Zettel, der ist vollgeschrieben mit all deinen Sünden. Vollgeschrieben. Wahrscheinlich sehr, sehr klein gedruckt. Zumindest in meinem Leben. Damit alles drauf mag. Bei den Verträgen ist es auch immer wichtig, dass man das Kleingedruckte liest. Vollgeschrieben mit all deinen Sünden. Aber Jesus hat diesen Zettel genommen, Philipper 2, Vers 14, und hat ihn mit sich zusammen ans Kreuz geheftet, genagelt. Deinen Schuldschein, die Anklageschrift mit all den Sünden und Vergehen und deinem Versagen und alles, was du gemacht hast, hat er mit sich, ans Kreuz genommen und mit seinem Blut reingewaschen. Also dieser Zettel sieht heute so aus. Völlig weiß. Völlig weiß. Und wenn also hinten ist da jetzt noch was drauf. Aber rundum weiß. Wenn es weiß wäre, wüsste ich nicht mehr was sagen. Völlig weiß. Und wenn der Ankläger dich anklagen will, wenn er kommt, steht nichts. Es steht nichts drauf. Da sagt er, das und das hat sie gemacht oder hat der gemacht. Und wenn Gott nachschaut, steht nichts. Es ist völlig rein, fleckenlos, weiß gewaschen durch das Blut Jesu. Deine Sünden sind weg. Weg. Nur Satan kommt immer und erinnert dich daran. An dein Versagen, an deine Sünden. Und du sagst dann, ja, stimmt, ja. Wieso könnte Gott mich gebrauchen?
wo ich doch so viel Müll in meinem Leben habe. Nein, ist dir vergeben, weg, fleckenlos, weiß, rein, durch sein Blut. Die Bibel sagt, du bist völlig reingewaschen, du bist völlig schuldlos. Im Hiob steht, er gab uns die Unschuld wieder. Er gab dir die Unschuld wieder. Du bist völlig unschuldig vor Gott. Satan klagt dich an und du kannst sagen, ich bin völlig unschuldig. Nicht durch dich, sondern durch das Blut des Lammes. Das hat das Blut des Lammes bewirkt. Du bist völlig gerecht. Völlig gerecht, das heißt, du bist im richtigen Stand vor Gott. Du darfst jederzeit vor Gott treten. Du bist richtig vor Gott. Angenehm. Nur durch sein Blut, nur durch das Blut Jesu. Wenn Satan dich anklagt, dann kannst du sagen, mir ist vergeben. Mir ist vergeben. Ich bin völlig reingewaschen durch das Blut Jesu. Ich bin völlig gerecht. Die Anklageschrift ist weg. Oder wenn Satan kommt und dir sagt, ja, jetzt hast du wieder eine von deinen dunklen, trübsinnigen Phasen, dann kannst du sagen, ich bin erlöst durch das Blut Jesu. Ich bin erlöst durch das Blut Jesu. Von diesen dunklen, trübsinnigen Phasen. Nimm sie nicht mehr hin, sondern die Bibel sagt, freuet euch alle Zeit. Das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung. Es ist nicht einfach warten, bis dann irgendwie diese Freudegefühle kommen und dann kannst du dich endlich freuen, sondern es ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, Gott zu loben. David sagt im Psalm 103 in Befehlsform, sagt er, lobe den Herrn meine Seele. Lobe sie. Lobe den Herrn, Seele. Befehlsform. Er sagt nicht, ja, jetzt Seele, warte, bis du dich besser fühlst und dann lobe den Herrn. Nein, eine Entscheidung. Ich will mich freuen. Ich will den Herrn loben. Statt diese dunklen, trüben Phasen, Freude, Lobpreis. Oder wenn er kommt und dir sagt, vielleicht auch nur über Gefühle, hey, du bist besser. Du kannst es besser als die anderen. Du bist begabter, feiger. Irgendwie schnallst du alles einfach schneller als die anderen. Du hast es besser im Griff als alle anderen. Du stehst, wenn du dich so anschaust und ehrlich zugibst, du stehst wirklich über allen. Die anderen sind eigentlich verachtenswert im Vergleich zu dir. Vielleicht denkst du nicht wirklich so, aber so gefühlsmäßig empfindest du es so. Das ist die Stolzfalle. Die Stolzfalle, wo Satan dich hinbringen will. Und dann denkt dran, Paulus sagt, durch Gottes Gnade aber bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch seine Gnade, nicht durch meine Leistung, nicht durch meinen IQ oder Fähigkeiten oder Begabungen, sondern allein durch Gottes Gnade. In 1. Korinther 1, Vers 30 steht, dass Jesus unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligung, unsere Erlösung und unsere Weisheit ist. Er ist es. Er ist es. Ist alles geschenkt, was du hast. Ist alles Geschenk, ist alles Gnade. Du brauchst dich nicht selber zu befördern, besser hinzustellen, als du bist. Du brauchst dich nicht selber zu schützen und zu erlösen, sondern das hat Jesus für dich gemacht am Kreuz von Golgatha. Sein Blut hat dich reingewaschen, sein Blut schützt und bewahrt dich. Darum nimm die ganze Erlösung an. Die ganze Erlösung, nicht nur Teile der Erlösung, sondern nimm die ganze Erlösung an. Alle Inhalte und Aspekte, die Jesus durch sein Blut für dich erwirkt hat. Und wenn Satan dich angreift wieder, wenn er kommt nächste Woche und dich anklagt, dann nimm das Blut Jesu und sprich aus, was das Blut Jesu für dich getan hat.
dass du erlöst bist, gerecht bist, eine vollkommene Gerechtigkeit, eine vollkommene, perfekte Gerechtigkeit, dass du sagen kannst, mir ist vergeben. Ich bin richtig vor Gott. Ich bin einfach gut vor Gott. Ich bin angenehm, sagt die Bibel. Wichtig, wertvoll. Das hat Jesus durch sein Blut für mich getan. Ich brauche keine eigenen Leistungen und Beiträge dazu beizutragen. Brauche ich nicht, kann ich nicht. Weil diese Gerechtigkeit, die er für mich erwirkt hat, die ist perfekt. Da braucht es meinen Beitrag nicht mehr. Ich brauche es nur anzunehmen. Nur anzunehmen. Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Er hat sein Blut vergossen. Der zweite Teil, was hier steht, und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Das musst du machen. Du musst aussprechen mit deinen Worten, was Jesus für dich getan hat, was er für dich erwirkt hat. Das ist keine heroische, martialische oder wie auch immer geartete Widerstands- und Kampfleistung, sondern nur sprechen, nur sprechen, nur reden, was Jesus für dich getan hat. Und dieses Zeugnis, das hat es in sich. Wenn du so sprichst, wenn du diese ganze Erlösung, die Jesus für dich erwirkt hat, nimmst und das aussprichst, proklamierst über dir, über deine Situation, wo du drin bist, über deinem Leben, dieses Zeugnis, es muss in deinem Denken sein, in deiner Fantasie. Du musst als ganze Person von dem erfasst sein, was Jesus für dich erwirkt hat am Kreuz. Du musst mit deiner ganzen Person erfasst sein, eigentlich vom Wort der Erlösung, vom Evangelium, vom Wort Gottes. Nicht nur so sprechen und innerlich anders denken. Nicht nur so leere Worthülsen von dir geben, die nicht gedeckt sind von deinem Denken und von dem, was in deinem Herzen ist, sondern es muss übereinstimmen. Dein Reden und das, was in deinem Herzen ist, muss übereinstimmen, damit dieses Zeugnis Satan in deinem Leben überwindet. Aber wenn du dann sprichst, die Worte Gottes, die Verheißungen, Zusagen Gottes, die er erwirkt hat für dich, dann wirst du Satan damit überwinden, in die Flucht schlagen. Ich muss ein bisschen abkürzen, weil die Zeit fortgeschritten ist. Aber meine Frage an euch ist, wenn du so diese letzte Woche reflektierst, überleg dir mal, diese letzte Woche zu Hause, Umgang mit den Kindern, Arbeit, Verkehr auf der Straße. Jetzt habe ich fast alle erwischt. Was war dein Zeugnis? Wie hast du geredet? Was hast du ausgesprochen? Was hast du geredet, was hast du ausgesprochen, wenn etwas nicht so geklappt hat, wie du oder wie es hätte sollen oder sollen hätte oder wie auch immer? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt, wenn du versagt hast? Wenn Schwierigkeiten kamen? Was war dein Zeugnis? Was ist dein Zeugnis, wenn du merkst, jetzt kommt dein Schnupfen? Dann sagst du, ja, jetzt kommt er wieder. Jeden Frühling so um diese Zeit, und es wärmer wird und doch noch kalt. Immer so. Was ist dein Zeugnis? Sagst du, nein, durch das Blut des Lammes, ich bin erlöst davon. Was hast du gesagt, wenn Schwierigkeiten kamen am Arbeitsplatz? Ich kann euch sagen, ich habe gestern 1,5 Tage gearbeitet. In einem Tag. Von den Stunden her. Und ich musste aufpassen, dass ich mich nicht fürchterlich aufregte. Das hat mir so Mühe gemacht. Bis morgens um 3. Und gratis und franko. Einfach so. Und ich habe
wirklich innerlich aufpassen müssen, dass ich mich nicht aufregte. So um 3 Uhr am Morgen, du bist so müde und es klappt nicht. Was ist dann mein Zeugnis in dieser Situation? Ich habe gekämpft, ich kann es euch sagen. Ich wusste, was richtig wäre. Ich wusste aber auch, was in mir drin ist. Was ist dein Zeugnis? Was ist dein Zeugnis? Es gibt doch, wenn du einen Schwamm nimmst, wenn du das Auto wischst, dein geliebtes Auto, dann hast du einen Schwamm. Und wenn der voll ist mit Wasser und den nimmst und ausdrückst, dann siehst du, was drin war. Was ist in dir drin, wenn du unter Druck bist? Wenn man bei dir ein bisschen drückt, was kommt da raus? Sagst du dann, oh, oder sagst du, Halleluja? Was sagst du? Gott sagt, durch das Blut des Lammes und durch das Wort unseres Zeugnisses überwindest du, Satan. Du machst das. Du, entweder du oder niemand. Wenn du nicht, dann niemand in deinem Leben. Es liegt an dir, es liegt an uns, dass wir das tun. Also warte nicht mehr darauf, dass Gott endlich einmal eingreift in deinem Leben. Das hat er doch schon längst. Am Kreuz von Golgatha hat Jesus sein Blut für dich vergossen. Es ist doch schon lange geschehen. Nimm es an. Fang an, dich so zu sehen und so zu sprechen, zu denken und zu handeln. Und jetzt der 3. Punkt, der hier steht, steht halt auch da. Und haben ihr Leben nicht lieb gehabt, sondern haben es hingegeben bis zum Tode. Halleluja. Das begeistert uns. Bist du bereit, dein Leben hinzugeben bis zum Tode? Hände hoch. Nein, müsst ihr nicht. Steht aber auch hier. Ich kann es nicht ändern. Aber wir können uns mal anschauen, was hier wirklich steht. Was hier wirklich steht. Wenn wir das nicht machen, dann zerstören wir das Ganze, was wir bisher gesehen haben. Dann wirkt das Blut des Lammes nicht das, was es sollte in deinem Leben. Dann wirkt auch dein Zeugnis, das du aussprichst, nicht das, was es sollte, wenn du nicht bereit bist, dein Leben in den Tod hineinzugeben. Dann wirkt es nichts. Dann hast du alles wieder durchgestrichen. Hier steht für Leben und haben ihr Leben nicht lieb gehabt. Für Leben steht hier dieses griechische Wort Psyche. Kennt ihr, habt ihr alle schon gehört, Psychiater, Psychologie. Das heißt nicht nur Leben, sondern das heißt auch Seele. Also man kann hier auch sagen, und haben ihre Seele nicht lieb gehabt, sondern haben sie hingegeben in den Tod. Im Griechischen gibt es ja 2 Worte für Leben. Das eine ist Psyche, Seele, Leben, und das andere ist Zoe, das heißt göttliches Leben. Zoe, Zoe. Und wir sollen unser Leben, also unsere Psyche, sollen wir in den Tod geben. Das bedeutet, dein altes Leben, dein altes seelisches Leben sollst du in den Tod geben. Dein altes fleischliches Wesen sollst du in den Tod geben. Du sollst dir selber sterben, damit Gott dann in dir leben kann. Um das geht es. Wir sollen unser altes Wesen, unsere alte Natur in den Tod hineingeben, damit die Natur Gottes, die göttliche Natur, das göttliche Wesen, das er für dich erdacht hat und geplant hat, wozu er dich bestimmt hat, Gestalt annimmt in dir. Also du sollst deine alten Verhaltensmuster, deine alten Denkmuster, deine alte Kategorie und Schublade aufgeben, in den Tod hineingeben, stattdessen dann die neue Natur, die Gott für dich erdacht hat, die du hier drin findest, was Gott für dich geplant hat. Hat doch schon Jesus gesagt und auch David hat gesagt, in der Schrift steht über mich geschrieben, steht auch über dich geschrieben, was Gott für dich geplant hat. Psalm 40 steht drin. Schau nach, was sagt Gott über mich? Und gib deine alte Natur, dein altes, seelisches, fleischliches Wesen
mit allem, was dazugehört, in den Tod. Die neue Natur, die Natur Gottes, das Wesen Gottes in dir kann nur Gestalt annehmen, wenn du das Alte in den Tod hineingibst. Sonst nicht. Sonst nicht. Wenn du nicht bereit bist, den alten Menschen in den Tod hineinzugeben, dann nützt alles andere nur halb so viel. Du bist dann wohl gerettet und kommst dereinst in die ewige Herrlichkeit, aber hier auf dieser Erde wirst du Satan nicht überwinden. Bist du bereit, die alte Natur, das alte Wesen in den Tod hineinzugeben und anfangen, dich so zu sehen, wie Gott dich sieht? In 2. Korinther 5, Vers 17 steht, ist somit jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen. Die Schublade ist weg. Bleib nicht drin. Sie ist weg durch das Blut des Lammes. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist neu geworden. Paulus sagt hier, siehe, es ist neu geworden. Du musst hinschauen. Was ist denn neu geworden? Was hat Jesus für mich erwirkt? Wer bin ich in den Augen Gottes? Was habe ich in den Augen Gottes und was kann ich in den Augen Gottes? Das Alte ist vergangen. Und Paulus sagt, Philipper 3,13, eins jedoch tue ich vergesse, was hinter mir ist. Mein altes Wesen, meine alte Natur, meine alten Verhaltens- und Denkmuster und ich fülle mein Denken mit dem Wort Gottes und ich ändere mein Verhalten mit dem Heiligen Geist. Ich vergesse, was hinter mir ist und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Nach dem, was Gott für mich vorbereitet hat. Ich bin, kann und habe das, was Gott für mich vorbereitet hat. Das Alte ist vergangen. Wenn du das machst, wenn wir das machen, wenn wir das Blut Jesu für uns in Anspruch nehmen, die ganze Erlösung, die Jesus erwirkt hat für dich, nicht nur Teilbereiche, sondern die ganze Lösung. Und wenn wir anfangen, unser Denken, unsere Fantasie, unser Reden damit zu füllen, was Jesus für uns getan hat, und wenn wir bereit sind, uns zu trennen von unserer alten Natur, von unserem alten Wesen, unserem alten Denken und Verhalten, dann wirst du Satan und seine Werke in deinem Leben überwinden. Du machst es. Du wirst ihn überwinden. Du wirst ihn überwinden. Und du wirst merken, wie du immer mehr in Freiheit hineinkommst. Wie du immer mehr deine Begrenzungen hinausschiebst. Immer mehr. Bis du hineinkommst in das, was Gott für dich vorbereitet hat. In den Willen, in den Plan Gottes, in die Berufung Gottes. In das, was Gott für dich vorbereitet hat. Amen. Herr, ich danke dir, dass du, Jesus, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Du hast es nicht gemacht wegen dir, weil du Probleme hattest auf irgendeinem Gebiet oder weil du Probleme hattest mit dem Teufel, sondern du hast es gemacht wegen uns, weil wir Probleme haben und hatten mit unserer Vergangenheit, mit dem Teufel. Du hast es wegen uns gemacht, damit wir in unserem Leben Satan und seine Werke und seine Lügen überwinden können. Und danke, dass du all das, was du für uns erwirkt hast in deiner Erlösung, in deinem Erlösungswerk, dass du uns all das gezeigt und offenbart hast in deinem Wort und durch den Heiligen Geist, dass du uns das offenbart hast und danke, dass wir das hineinnehmen können in unser Leben. Dass es nicht weit weg ist, dass wir nicht irgendeine Leistung erbringen müssen, um das zu bekommen, sondern die Bibel sagt, es ist ganz nahe. Es ist ganz nahe. Es ist sogar schon da, es ist in unserem Munde.